Naxos, eine griechische Insel. Für die eine klingt es vielleicht gerade nach Ferien. Doch in dieser Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, geht es um einen einfachen Alltag, der nichts mit Ferien zu tun hat. Auf der Insel Naxos hat ein armer Bauer gelebt mit seiner Familie. Viele Kinder hatten er und seine Frau. Sie haben über den Tag streng und viel gearbeitet. Am Abend waren sie müde von dieser schweren und vielen Arbeit. Doch es war für sie ein Ritual, zusammen am Tisch zu sitzen und zusammen dankend das einfache Essen einzunehmen. Nach dem gemeinsamen Essen ist dann der Vater jedes Mal seine Leier geholt und hat drauf gespielt. Die Kinder haben dazu getanzt und gesungen. Alle waren fröhlich und dankbar für das, was sie hatten. Ganz in der Nähe von ihnen hat ein reicher Mann gelebt. Wie kommt das, dass die jeden Abend so fröhlich sind, wenn sie über den Tag so schwer und streng arbeiten und fast nichts zu beißen haben? Warum schaffe ich das nicht? Und nach diesen Worten ist er zum Haus vom armen Bauer gelaufen. Dort beim Bauer hat er an die Tür geklopft. Der Reiche hat gewartet und gewartet, bis ihm jemand auftut. Jetzt hören die mich wahrscheinlich nicht einmal, wegen dieser Musik und dem Singen, sagt er hässig. Und auf das aber klopft er noch einmal. Aber das Mal fester und bestimmter an die Tür. Auf das aber geht die Tür gerade auf. Guten Abend, mein guter Nachbar. Was ehrt mich, Ihr Besuch? Ich habe gedacht, weil du so ein ehrlicher und tüchtiger Mann bist, wollte ich dir 1000 Groschen schenken. Mit dem Geld kannst du dir ein eigenes Geschäft aufbauen. Wenn deine Geschäfte gut laufen und du ein reicher Mann bist, kannst du mir die 1000 Groschen wieder zurückzahlen. Wenn nicht, schenke ich sie dir einfach, weil du ein ehrenvoller und guter Mann bist. Und er streckt dem Bauer einen Sack voll Groschen hin. Der arme Bauer nimmt den Sack und macht grosse Augen. Das freut mich ausserordentlich. Sie machen mich grad sprachlos. Welches Vertrauen und welche Grosszügigkeit ihr mir gegenüber zeigt. Und ihr mich ehret mit euren Worten und dem Geld. Und auf das aber haben sich die beiden Herren wieder voneinander verabschiedet und beide sind in ihre Häuser gegangen. Am nächsten Tag hat der Arme den ganzen Tag überlegt, was er mit so viel Geld anfangen soll und ist darum nicht aufs Feld arbeiten. Soll ich Weiland kaufen? Sagt er zu sich selber und grübelt weiter. Der Abend ist gekommen, alle sind am Tisch gesessen und haben zusammen zu Nacht gegessen, aber kein Wort miteinander geredet. Nach dem Essen hat der Vater keine Leier vorgenommen, wie gewohnt, und die Kinder waren mucksmüsli-still, weil sie gemerkt haben, dass es so besser ist. In der Nacht war es nicht besser. Der arme Bauer hat kein Auge zugemacht vor lauter Grübeln. Am nächsten Morgen ist er wieder nicht aufs Feld gegangen, arbeiten. «Mein lieber Mann, was ist mit dir los?» «Lass mich in Ruhe, ich muss nachdenken», hat er seine Frau angepfurrt. Später ist er ihr sogar aus dem Weg gegangen. Wo die Kinder miteinander gespielt und dabei ein bisschen gegigelt haben, hat er mit ihnen geschumpfen. «Könnt ihr nicht einfach ruhig sein? Ich brauche Ruhe zum Nachdenken.» So ist es 3 Tage lang gegangen. Und jeden Abend war es ruhig beim armen Bauer und seiner Familie. Der reiche Nachbar hat weder Musik, noch Lachen, noch sonst ein Geräusch gehört von ihnen. Am nächsten Morgen sieht der Reiche, wie der arme Bauer auf sein Haus zuzulaufen kommt. Er macht die Türen auf und steht breitbeinig vor der offenen Tür. Bevor der arme Bauer bei ihm ankommt, ruft er ihm schon entgegen: «Und, mein guter Nachbar, weisst jetzt wo und wie du das viele Geld investieren willst?» Wo der arme Bauer dort angekommen ist, streckt er ihm Reichen einen Sack mit Groschen entgegen. «Da,
mein guter Nachbar, sind all deine geschenkten Groschen wieder zurück. Ich will wieder das viele Geld, nur all die vielen Sorgen um das Geld haben. Und der Reiche nimmt den Sack entgegen, schaut rein und den Bauer wieder an. Der Bauer verabschiedet sich von ihm, dreht sich um und geht zurück zu seiner Familie. Noch am gleichen Abend hat man aus dem Haus vom armen Bauer wieder Musik, Lachen und Singen gehört. Und am nächsten Morgen ist er zusammen mit seiner geliebten Frau und ihren Kind wieder an ihre strenge, aber vertraute Arbeit gegangen.